Die Zeugnis bekommen in der Schule, das war eine Phase von «Mein Leben läuft super in der Ferien» oder «Mein Leben läuft scheiße in der Ferien». Es ist, glaube ich, so weit und die Schüler und Schülerinnen da haben, glaube ich, das Zeugnis bekommen. Ich mag mich noch daran erinnern, wie es bei mir war. Ich war erstens immer eifersüchtig auf die Kinder, die immer auf gute Noten Geld bekommen haben. Jedes Mal, oh mein Gott, ich habe einen Fünfer, ich bekomme 50 Franken von meinem Vater. What the fuck, ich habe einen Sechser in Sport und mein Vater hat gesagt, das ist logisch. Also wenn du Geld willst, dann gehst du arbeiten, was für gute Noten in der Schule haben. Du machst die guten Noten für dich, nicht für mich. Oh mein Gott, what the fuck? Den Satz habe ich mir die ganze Zeit anhören. Matti, ein 3,5er heimgebracht, damals in der 5. Klasse. Meine Mom schaut mich an, wirklich komplett, sie als Südamerikanerin sowieso. Max, du machst die Noten für dich, nicht für mich. Meine beste Ausrede damals war, ja, aber der Moritz, der hat einen 3er geschissen. Meine Mami, Achtung, das ist auch ein Satz, den kennt ihr wahrscheinlich. Ist mir aber egal, was die anderen haben. Ist mir total egal. Du bist mein Kind. Wow. Aber sobald irgendetwas anderes war und sie sagt, kannst du dich nicht mal benehmen wie der Moritz, dein bester Kollege. Und ich mag sagen, ja, bei mir ist scheißegal, was der Moritz hat, hast du auch immer gesagt. Sapperlot, Gott verdammt noch einmal, hätte ich niemals gesagt. Ein Jahr später, es tut mir noch leid, dass ich das gesagt habe. Was war eure schlechteste Note jemals? Schreibt es mal in die Kommentare. Meine schlechteste Note ist Schönschrift mit einem 2,5er. Habe ich so schlecht geschrieben, Frau Lehrerin? Oh, 2,5er ist gottlos. Ich kann nicht mehr, ich schwöre. Jetzt alle draussen, die Ferien haben, schöne Ferien und für alle, die arbeiten, ja, es tut mir leid.